Es ist soweit, wir stehen dem Drachen, dem Jungdrachen als Gegner gegenüber und es sieht ziemlich scheiße aus. Erstmal Level 20, gut 5 Level höher als mir, das geht eigentlich noch. KP ist zwar viel, aber das werden wir noch hinkriegen. Was mir da mehr nervt, ist der Widerstand gegen Feuer, Erde, Wasser, Schwäche ist bloß Wind. Jo, Windserafen, wo haben wir welche? Irgendwie gerade irgendwie eine Ahnung, wo ich einen herbekomme. Scheiße. Jo, also Jungdrachen, Schlangen gegen einen echten Drachen keine Chance. Gut. Schwächen reagieren. Klingt von dem her ja sinnvoll. Problem, eben Widerstand, das kotzt mir ein bisschen an. Ich muss gucken, wie ich das am besten mache. Ist ein Boss. Ja, das ist ja richtig übel. Ja, ich muss so machen, muss so angreifen, geht gar nicht anders. Kurioserweise macht er irgendwie fast gar nichts, wa? Ja, da bringt jetzt sehr viel. Ne, ich muss die Dinge auflösen, da bringt sonst gar nichts. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus, wenn er sein soll. Ein bisschen Apfelgummi, kann nie schaden. Kann auch richtig weh tun. Amortisieren! Bum, 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 bum. Also ganz das Gelbe vom Ei. Das gibt's doch einfach nichts. Sagt doch fast am besten, wenn ich Super Zoe Blue mache. Natürlich nicht Quatsch, sondern Super Zoe Aqua. Mann! Mit der Macht des Aquas! Ja, da habe ich nur eine coole Sprüche dafür. Wenn ich halt Fire Aqua. Nehmen doch Earth mache, oder? Super Aqua Power! Ja, bleiben wir so, weil Super Zoe Blue. Da würde zwar eigentlich noch gehen, aber Super Zoe Earth oder Super Zoe Brown oder Yellow klingt sowieso doof. Das ist ein bisschen doof, was wir machen. Oh, es hat überlebt, geil. Da drin müssen wir mit Trank des Lebens aushelfen. Die Idee war gar nicht mal so doof. Ich will, dass ihr alle Erfahrungspunkte kriegt, also wird da keiner drauf gehen, ist das klar, Mann? So viel zur Theorie. Naja, also es geht. Wir werden... Warte erstmal selber ein bisschen auf Wind. The Wind of Change. Mann, Alicia, das ist gleich wieder down. Ich wollte gerade sagen, ich war mal ganz kurz und belebe sie wieder. Lohnt sich noch gar nicht sonst. Wir bringen wieder mal ein bisschen... Wow, jetzt legt aber gar ein bisschen los, wa? Also als wir das gerade echt müssen wissen. Dann werden wir ein bisschen Kombi-Attacke machen. Alter, dennoch wieder aus. Gut, 96, das kriegen wir hin. Ja, so natürlich gar nichts. Schnell so, wow. Oh, verdammt knapp. So, 本当のドラゴンには遠いかもだけど、ああ、たどり着けないわけじゃない。
Ja, und bis dahin brauchen wir dringend Windziraf. Alter Schwede. 浄化の炎。あんたはどうしか。あなたはマリン殿。カゴ天族ロハンだ。だったと言うべきか。ドラゴンになりかかっちまった俺にはもうこの町を守る資格はないだろうよ。そんなことは。ロハン様、ハイランド王国王女アリーシャ・リフダと申します。あなたを氷魔にしてしまった席は人心を荒廃させた私たちハイランド王室にあります。ですが必ず立て直してみせます。罰が必要なら私が受けます。ですからどうか今一度だけ加護をお与えください。なんとも一途な姫さんだな。俺が見えるのかい。はい、スレイの重視にしてもらいましたから。重視？平気なのか？そうか。町の汚れが随分減っている。あんたが払ったんだな。みんなでだよ。分かった。俺でよければやってみよう。うちも手伝うで。ありがとうございます。さすがに汚れていないな。大樹を器にしてカゴ領域を展開するぞ。はいな、パワーガノルミン。これはどうされたのですか？近くにな、まだ強い氷魔がいるみたいなんや。そいつの領域が邪魔して雑魚氷魔の侵入を止められねえ。どこにいるんだそいつは。南西だ。遠くない。スレイ、そいつを倒さないと。けど今俺たちが町を離れるのは。雑魚警備隊は倒れてるし、雑魚氷魔は入ってくるし。スレイ、ごめん、ちょっと立ちくらんだ。要休憩、宿屋へ行こう。ですね。休めばいい案が出るかもですし。若い同士が身を削ってるんだ。ふてくされてる場合じゃないよな。身を削る。Ja, okay, ist irgendwo wiederhergestellt. Was zum Henker? Gleit weiterhin ab. Was meint er damit? Übrigens hat er jetzt eine Quest noch für uns. ライラ、同志班を見つけはったみたいやな。よかったわ、ほんまに。ありがとうございます。昔馴染みなんだよな、二人は。一時期、ノルミン天族の皆さんと旅をしたことがあるんですの。ライラ班はうちらの憧れでな、一族49人まとめて陪審にしてんかって頼んだこともあってんで。契約しなかったんだ。いいお友達でいましょう言われてな。罪な女ね。いやいや、49人は多すぎだろ。そのショックでな、みんなセンチメンタルな旅に出てしまって。なんでそうなるんですか？罪すぎる女ね。そんなこと言われましても気にせんでもええわ。うちら基本ポジティブやし、みんな思い出を心の小箱にしまって明るい生きてる思うわ。思い出はどうでもいいけど、ノルどもが役に立つのは事実よ。見つけたらとっ捕まえましょう。
氷馬になったらかわいそうだしな。また仲間に会えたら嬉しいわ。お役に立つさかいよろしゅう。 Okay, soviel dazu. Klingt soweit gut. Ja, jetzt die andere Frage, wenn das so jetzt ein bisschen kurz weggetreten ist, kein Wunder, wie gesagt, er hat sich ja seit der Verbindung mit Ender gar keine Pause gegönnt. Was mich da mehr überrascht ist, wo er gesagt hat, der Junge hier, der gleitet ab, und auch vorher von wegen, sie ist ein Paviso, war? Oder Paviso, wer auch immer. Geht's auch gut. So leider, und Miklo total erschrocken, was denn los? Ja, und Alicia hat wohl kaum einen schlechten Einfluss auf uns, von dem her, naja. Nach dem Gasthaus aus, eine gute Idee. Ich habe das Gefühl, dass Zoe noch seine böse Überraschung erleben wird. Wieso auch immer, aber irgendwas wird sicher noch passieren. Alter, Drache, ey. Gut, wie gesagt, wir haben es geschafft, aber trotzdem, dass das widerstandsfähig war gegen alles außer Wind. Das ist dumm, also wir müssen langsam einen Windseraph kriegen. Ja, Level 15, gut, leider gehen wir noch hoch. Wir sind bald Level 16, vor allem Edna, Zoe und Alicia. Das gefällt mir natürlich, keine Frage. ほんと、ノルミンの力って面白いな。顔ほどじゃないけど、ノルミンさんたちのお助け能力は素晴らしいですわ。それぞれ効果も違いますし。顔は完全に同じなのにね。組み合わせ方で効果が変わるんだよな。生意気すぎ、ノルのくせに。はい。組み合わせられるノルミンさんの数も増えていくはずですわ。ノル×ノルイコールノル地獄。ノルミンに厳しいよね、エドナは。別に。ただちょっと因縁があって。問い詰めたいことが77個、苦情が108個、訴えたい案件が32個あるだけよ。複雑なんだな。Und 2 Betrabungen nicht zu vergessen, war. Leider sind Ednas Fertigkeiten deckt. Bitte was? 装備品のスキルについて詳しく教えてくれないか？いい心がけですわ。まずは基本スキルについて学んでいきましょう。基本スキルは10のグループと5の属性に分類されるわ。よって全部で 10×5 計算できる？この50のスキルの名前を持つノルミンさんたちがいまして、効果を引き出す能力をお持ちです。気に入ったスキルがあったらあいつらでも見つけて地の主へ送り込んでこき使ってやるといいわ。グループと属性、これは能力を整理する目安になるだけでなく、ボーナススキルに関わってきますわ。と、ここでお時間です。ではまた来週お会いしましょう。お時間？来週？ Jo, scheinbar ja schon. Okay, also haben wir noch Kampfaktionen, was noch gekriegt war. 13 Punkte haben wir noch übrig. Halb und halb. Das wirklich, also der verursachte Schaden wird halbiert. Nutzt es nur, wenn du es wirklich willst. Und der Gegner ist schon der eigene, war. Aggressiv Abwehr. SK-Verbrauch erhöht. Oh nein, danke schön. Ich habe jetzt schon Probleme damit. Angreifen erhöht. Bei der Abwehr wird die Angriffsaufgaben kontrollieren sind. Na, okay. Erstmal übernachten, dann gucken wir weiter. Ich noch am Team. So, der Junge ist also erledigt, bzw. zurückverwandelt. Das ist natürlich ganz geil. Und mal gucken, wie es hier weitergeht. War vom Tor mit Zoe. So, Käserisotto. Das ist noch lecker. Gemüsesticks nehmen wir auch etwas Herzhaftes. Lalalala.具合はどうだ？平気平気。昨日のは知恵熱だからね。そうなんだよね。おい、なんでボケた僕が突っ込まなきゃならないんだ。いつものスレイだな。よかった。同志殿、いいところに。
エギウさん。橋の話聞いたよ。すっごいね。あれはもう何でもいいけど受け取りのサインちょうだい。俺？追加の薬よ。メイフトって人から頼まれた分だ。あ、不景気な顔すんなって。そうだな。あと伝言。マーリンドに向かう傭兵団を見つけ、町の警備を頼んだのですが断られてしまいました。レディーレイクに援軍を要請しましたが、少し時間がかかりそうです。だって。傭兵団、その手が。傭兵に氷馬が倒せるだろうか。ハウンドドッグ級は無理でしょうけど、ただの動物氷馬くらいなら。凶暴だけど見えるし、所詮雑魚だし。けど警備を断ったって。私が頼んでみます。誠心誠意。とにかく会ってみよう。伝言伝えてくれてありがとう。ねえ、なんでこんな面倒なことしてんの？なんでって、困ってる人をほっとくの嫌だから。わかった。ツレイが変なやつだって。さて、薬はどこに？聖堂に頼むよ。承知した。ねえ、途中で傭兵団を見なかった？マーリンドに向かったっていう。木立の傭兵団なら一緒だったよ。この町にいるんじゃないか？補給をするって言ってたから。Das war doch der gute alte Rose. Und Rose ist doch auch diejenige, also kann man natürlich auch täuschen, aber die wir da auch im Intro im Spiel sehen und die scheinbar, wieso auch immer, auch in der Lage ist, die Aromatisierung einzusetzen. Könnte noch spannend werden. Ich will noch eine Stadt zu beschützen. Dann müsste eigentlich erstmal diesen bösartigen Humor vertreiben, der im Südwesten der Stadt hockt. Oh, man natürlich alles was. Puppen. Oh nee, bitte nicht schon wieder. Erstmal Verdacht, Leute. Kein Bock drauf. Söldner! こんな物騒な町に長居は無用だ。何があったの？聖堂を襲おうとした野犬の群れをあいつらが倒したのさ。いや、見事な連携だったよ。あの犬、氷馬ですわ。ただの雑魚じゃないよね。人間にしてはだけど。頼みがあるんだけど。ああ？俺たちは木立の傭兵団だ。ガキの子守は受け付けてないぜ。あなたたちにしかできない仕事だ。団長のルーカスだ。仕事ってのは？しばらくの間、マーリンドを守ってほしい。ああ、前にも頼まれたが断った。疫病の町の警備なんておっかなすぎる。団長、こいつ噂の同志です。橋の奇跡のか？こんな若造って冗談だろ。マーリンドを元に戻す方法を見つけたんだ。それには町を開けなきゃならない。けど警備隊は疫病でまともに戦えないし。代わりに俺たちがってか？俺たちを利用して美味しいところを独り占めする腹なんじゃ？そんなことはしない。口で言われてもな。じゃあどうすればいい？教えてやるよ、同志様。傭兵ってのは金で動くもんだ。本気ならこれから言う金額を持ってきな。話はそれからだ。
12.000, ど Alter! うするよ、同志様。Haben wir überhaupt so viel? 思ってた同志とは違うな。ちょっとは信用できそうだ。金を出せば信用するのか。じゃあよ、なんで動いたらご満足なんだ。使命感や義侠心だ。俺の部下が疫病で死んだとしてだ。そんなもんが残された身内を世話してくれんのか、一生。それは。だが金があれば報いてやることができる。俺は部下たちとそう契約してる。だから奴らは命がけで戦えるんだ。もっと現実を見な、お嬢ちゃん。現実か。さて、依頼はこの町の警備だったな。承るが見返りにこの町好きにしちゃってもいいよな。本当にいいのかスレイ。心配ないよ。契約を重んじる人がそんなことしないさ。合格だな。仕事だ野郎ども。全体でマーリンドの警備に当たる。1、2番隊は外周、3番隊は市内を固めろ。警備隊へは俺が話をつける。同志直々の依頼だ。気合い入れろよ。おー！これは釣りだよ。仕事は適正価格で受ける主義でな。まあ意外にお得。こう見えてもお客様本位なんだ。Ui, nochmal Schwein gehabt, ey. Alter Schwede, jetzt sowieso nicht so viel gehabt, oder? Ah doch. Genug Kohle gehabt, geil. Okay, Leute, spielt keine Rolle. Nächster Part geht's hier weiter. Und zwar möchte ich Yoma im Südwest von Marlind besiegen. Ja, wer das sein soll, keine Ahnung, wir werden sehen. Es könnte theoretisch einer sein, den wir bereits kennen. Ich spreche natürlich vom schwanzlosen QB. Oder aber, was wahrscheinlicher ist, es ein neuer ist. Entweder wieder so ein No-Name-Humor, sprich einmal besiegen, nachher ist er wieder weg. Oder aber es ist ein gefährlicher. Und ich denke mal, langsam aber sicher wird es Zeit für einen Auftritt von einem oder anderen Charakter aus dem Intro, war. Naja, mal gucken, was passieren wird. Hier bei Tales of Cestiria, natürlich auch mit unserer Truppe. Vor allem da eben noch die Merkung vorhin, wegen Alicia, Proviso und so. Ja, geht's doch gut und so weiter. Die macht mir noch ein bisschen Bauchschmerzen, diese Merkung, muss man ehrlich zugeben. Aber egal, gucken wir, wie es weitergeht in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao zusammen!